Ans Anleitungstags, den wir von der Grutzlosen haben, waren mit Austern zu tun. Und wir losen am 19. Vers, wo 10 von den 12 Jünger Jesu zu oben von Austern taub wären. Und dann, wo Jesus gekommen wäre, in Mank anstand und er ansieht, in Lukas 24, Vers 46 bis 48, fing wie Jesus ihn wird. Erstens sagt dort, so steht geschrieben, dass Jesus Christus lieben wird und am dritten Tag vom Tod abstehen und dort an seinen Namen von Umkehren und von Sinnenvergebung gepredigt worden soll, man alle Völker. Je soll in Jerusalem damit anfangen und mit dem Zeugnis durchhängen stehen. So das wird Jesus zu seinen Jünger sehen. Und diese Werte sind auch für uns von der und da gemeint, für Kinder Gottes. Jesus will haben, dass wir auch für am schaffen sollen und andere Menschen vertellen sollen, dass Jesus Christus nicht bloß für unsere Sünden starb, aber dass er vom Tod abgestiegen ist. Und deswegen habe ich diese Serie um Mitwerk diese letzten 5 Werke durchgenommen, um zu wissen, wo wir das beten tun können für Jesus Christus. Und oben in unserem Text finden wir wenigstens 2 Hindernisse, die Jünger hindern, ihre Arbeit für Christus zu tun. Erstens, ihren Angst und zweitens, ihren Unglauben. Und diese Dinge stehen uns auch manchmal im Weg und im Stich. Aber Jesus will uns helfen, die zu besiegen, Christus seine Jünger damals geholfen hat. Und wir wollen von der Samaris mit Gottes Hilfe diese beiden Hindernisse untersuchen und dann aus Gottes Wort lernen, wo wir die mit Jesu Hilfe verstehen können, sodass Jesus uns auch brücken kann. Wir haben alle Ängste, nicht? Und wir haben auch Zeiten, wo dort an Glauben fehlen wird. Wenn Jesus das Akzent, dann geht ihn dort Kreuz Gottes dort. So erstens, wo wir sein, wo der Jünger Angst hatten und wo Jesus an helfen deit, ihre Ängste zu überstehen. Ich lese für uns weiter Vers 19. Das mal applaudiert. Dann den ersten Tag an der Werk so oben, als die Jünger taub wären und uit Furcht für die Juden, die deren Teugeschluten hatten, kam Jesus und stund mank an und seht, Fried mit jünd. Die Jünger hatten die deren Teugeschluten. Was glaubt ihr, woran? Bet Lüder? Die grühlten sich, ja. Von? Die hatten Angst, nicht? Ob dort die weißen Menschen an Hingerund kommen würden, und wer wären die? Die Juden und vielleicht sogar auch noch die Römer, nicht? Wenn es wären gerade die Juden und die Römer, die Jesus Christus festnehmen und anbrachten. Die haben taub geschafft, um das zu tun. Und deswegen verstärken sie sich, hängen teugeschlutene deren. Als Bibelleser weit wie, wo die Juden mehrmals probten, Jesus festzunehmen und anzubringen, aber niemals gleich damit hatten. Das hat bloß niemals geschafft. Und manchmal zum Beispiel lesen wir, wo die Juden Jesus steinigen wollen. Und er ging bloß durch die Menschen. Und die können ihm nicht was antun. Und die Jünger, die sagen, das mehrmals, und über das mal die dort anders, das mal nehmen die am Fuß. Und nicht bloß dort, ob er seine Hand könnte am auch anbringen, dort merken. Die Jünger hatten Angst, dass die jüdische Lehrer in die Römer an New York anbringen wollen. In Ober hatten die Juden das nicht wirklich am Sinn. Wie weiten das, wenn wie Gottes Wort haben? Die Juden dachten, dass nur Jesu dort, dann wurden die, was nur Jesus halten, seine Jünger, hineingejagt worden. Dass die nicht taub blieben wurden. Und das weit, wie wir es Kaiaphas zu den Juden sehen, dass es für uns besser sein wird, dass ein Mann für das Volk wird sterben, als wenn das ganze Volk wird zu Grund gehen. Das wird das ganz gerade der Ursache, woran sie Jesus anbrachten. Die dachten, wenn wir Jesus nehmen und am dort merken, dann wird er traurig, dann werden seine Jünger hineingestreut worden und die werden nicht taub bleiben und dann wird das ganze Ding bloß aussterben. Und die werden über seine erreicht gemacht. Aber das weist uns, dass die Juden am Anfang nicht geplant hatten, die Apostel zu verfolgen oder umzubringen.
Die leiten die Meier oder während der Tag am Anfang. Und als sie durch am Stuf taub wären, voll Angst, dann kam Jesus und stand mank an und sagte an, Friede mit jünd. Als er das gesagt hat, dann weiß er an seine Hänge und auch seine Sied, dann wären die junge Frau, dass sie den Herrn sahen. Und Jesus sagt noch einmal, Friede mit jünd. Was hat Jesus, um ihre Ängste zu beruhigen? Er weiß an seine Hänge und seine Sied. Woran tut er das? Die sollen glauben. Was sollen sie glauben? Dass es er wäre, dass es derselbe Jesus wäre, der drei der Eier am Kreuz hang, nicht? Dass es nicht ein anderer Jesus wäre. Dass es derselbe Jesus wäre. Weil wir daran denken, dass die Apostel hatten Angst, dass sie wurden umgebracht wurden. Und durch den Jesus, den sie umbrachten, voranstehen. Jesus sagte seinen Jüngern, Matthäus 10, Vers 28, fürchtet nicht für die, die den Körper tot machen kann und die Seele über nicht tot machen kann. Durch den Jesus. Und das ist möglich, dass was von der Apostel Krieg und diese wir dachten, als sie ihren abgestundenen Erlöser und Heiland vor sich stehen sahen. Als Menschen haben wir verschiedene Ängste, die uns bei unserer Arbeit für Jesus behindern. Was für eine Ängste haben wir als Christen? Oder haben wir nicht? Dann mache ich von Jünd alle lernen, dann kann ich hier für eine Stunde. Ja, wir haben manchmal Angst oder wir merken an Sorgen, die was andere Menschen über uns denken oder von uns denken. Ja, Krieg. Was noch? Oh, Dovi, zweimal abmessen? Ja. Dann kriegt ihr aber, wo wir an der nächsten Stunde lernen. Was tun wir dann, wenn wir zweimal Dinge tun, was wir heute nicht sollten tun? Ja, das merkt uns mutlos. Und ich weiß, das geht mir manchmal so, dass ich fühle, als ob ich mir was sein soll. Dann tue ich dort und dann fühle ich mich doch schlechter, dass ich das gesagt habe. Nicht, dass es arg wäre. Aber manchmal wird es, also das ist schwer für uns, nicht? Und dass wir was sein sollen und dann tun wir dort und dann fühlen wir doch Leute, die eben schlecht. Das was zu tun haben will, dass wir Gott nicht gehorchen sollen. Und wenn wir Gott gehorchen tun, dass wir dann schlechter eben fühlen. Was wollen die Menschen hier über mich denken? Über mich sein? Das gibt so viele verschiedene Ängste. Lass mich noch ein paar mitteilen. Was haben Angst, dass wenn sie sich Gott ganz handgeben tun, dass Gott an dann als Missionar oder Prediger haben wir brücken wollen. Und ich habe das von Menschen gehört. Die wollen sich Gott nicht ganz handgeben, wenn es dann wird Gott ans haben wir raupen, wo sie nicht wollen. Haben guten. Andere haben Angst, dass wenn sie Gott in die Dinge Gottes am ersten Platz in ihrem Leben stellen, dann wollen sie nicht mehr so ein maglichen und bequemen Leben führen können. Dort gibt es Sonne, die Angst haben, verreden, entweder mit Menschen über jährliche Sachen zu reden oder öffentlich vor Menschen über jährliche Sachen zu reden. Ich glaube mal, dass es gibt mehr Menschen auf dieser Welt, die Angst haben, für Menschen zu reden, als von sterben. Für ihn wird es leichter sein zu sterben, als für Menschen zu sein. Andere haben dieselbe Angst, als was die Jünger damals hatten. Und wenn sie Gott vom Horten dahin, dann können sie verfolgt werden und vielleicht sogar umgebracht werden. Aber was immer unsere Ängste sind, sagt Jesus zu uns, Friede mit ihnen. Und in Johannes 14:27 sagt Jesus noch dazu, Friede lutet jünd, meinen Friede jeweg jünd, ich gebe jünd nicht so aus der Welt gehabt, lut jünd dort hat nicht beunruhigen und fürcht jünd nicht.
Was immer unsere Ängste sind, liebe Geschwister, weil Jesus haben, dort wie die bei am Luten sollen. Die am bringen und an die bei am Luten sollen. Christus Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, schmied all jene Sorgen ab ab Gott. Er sorgt für jünd, sagt er. Jesus will uns in ganz wunderbare Wege brücken, aber wir machen erst unsere Ängste bei Jesu Feit luten und vertrauen. Das zweite Hindernis, das die Apostel überstehen mussten, wir anglauben. In Markus 16, Vers 9 bis 13, Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 9 bis 13, so lesen wir Folgendes. Als Jesus dann tätig den ersten Tag an der Werk abgestunden wird, dann leitet er sich das erste von Maria von Magdala sein, von der er 7 bei sich erst rütgedreven hat. Und sie ging und leitet die Weiten, die erst bei ihm gewaßt werden, und noch hielten und trüerten. Und als die hielten, dass Jesus lebt und dass sie am gesehen hat, dann glaubten sie dort nicht. Und nur her als 2 von an ab ein Landweg gingen, diese Emmaus-Jünger, leitet Jesus sich von an eine andere Gestalt sein. Und dann gingen die 3 und sehen die andere dort, aber sie glaubten die dort auch nicht. Und die Apostel glaubten weder die frühes noch den Emmaus-Jünger, dass Jesus abgestunden wird. Und dann über in Vers 14 sagt Gottes Wort uns, nur her leitet Jesus sich von der auf sein. Und als sie eiten und er schuld an, wegen ihren Anglauben, dass sie die nicht geglaubt haben, die am gesehen haben, nur dem, dass er abgestunden wird. Und Lukas 24, Verse 36 bis 43. Lukas 24, Verse 36 bis 43. Sei wie wo Jesus ihren Anglauben und vollständiger Glauben verwandelte. Lukas erklärt, und als sie sich noch davon unterhielten, kam Jesus selbst mit Mank an und seht Fried mit ihnen. An wir sei Angst und meinten, sie sahen ein Geist. Und er sagte an, warum hast du Angst? Und warum zweifeln die? Kick ne meine Hänge, meine Feit und seid das ich sie. Wie es ein Geist haft nicht Fleisch und Knirkes, so ist die sein, das ich ha. Und als er dort dann seht, dann weiß er an, seine Hänge und seine Feit. Aber als er dann verfragt und Wunder nicht gleicht, dann seht er an, hei hier was eten? Und sie läden ein Stück gebrudene Fleisch in Honig ver, und hinein dort in Eid veran. Dort wir nur dem, sei selbst seine Wunden sahen, und mit am Taub eiten, dort die Jünger endlich an Jesus seine Aposteln glaubten. Hier haben sie die frühes nicht geglaubt, und dann haben sie die Emmaus-Jünger nicht geglaubt, und dann als Jesus direkt voranstand, am Anfang haben sie nicht geglaubt. Liebe Geschwister, sucht und prüft Anglauben auch in unseren Horten zu sehen. Woran ist es so wichtig, dass wir nicht glauben sollen? That's right. Weil wir nicht glauben dann, und was holen wir dann vor? Woran noch? Kann wir Kinder Jesus sein? Oder Gottes Kinder sein, ohne zu glauben? Nein, wir können nicht mal da. Wir können nicht mal Christen sein, weil wir nicht glauben da. Und weil wir nicht Christen sind, dann suchen sie eine Arbeit vor dich. Und wenn wir Kinder Gottes sind und bloß eine sehr schwache Glauben haben, dann können wir sehr wenig für Christus da. So, das sind die Ursachen, warum dort Satan so sehr wichtig ist, dass wir nicht glauben sollen. In Markus 9 lesen wir, wo die Jünger einen Stammen jetzt wegen ihren Anglauben nicht ütrieben können. In Vers 19 von Markus 9 sagt Jesus du taub, oh, wo schwach ist dort mit diesen Menschen ihr Glauben bestellt. Und wo lang soll ich bei ihnen sein? Wo lang soll ich mich mit ihnen noch aufgeben?
Und nur dem Jesus den Jungen geheilt hat, dann kamen die Jünger Jesus, als sie allein wären, und sie sagten, warum können wir den nicht uttreiben? Er sagte an, wir sind Glauben so klein wie. Gleich mir, wenn die einen Glauben haben, so groß als ein Sanftkorn, wird die zu diesem Bauch sein, stell die dort hin, und die wird sich dort hinstellen, und jünd wird nicht allmählich sein. So tun gleich das sei, wenn Kinder Gottes entweder nicht glauben tun, oder eine schwache Glauben haben, wegen es dann kann, Gott nicht oder wenig durch seine Kinder tun. Am Anfang los wir in Johannes Kapitel 20, dort Thomas auch nicht geglaubt hat. Dort Jesus abgestoßen wir. Die Verse will ich nachher mal für uns lesen. Johannes 20, Johannes 20, die Verse 24 bis 28. Johannes 20, Verse 24 bis 28. Thomas, der Zwilling oder Poetje, einer von den 12, wird nicht bei an, als Jesus kam. Und als der andere Jünger am sehen, dass sie den Herrn gesehen haben, dann sagt er, ich würde nicht glauben, weil ich der Nägel stehen an seine Hänge sei, an meine Finger stehen anlei, an meine Hand an seine Seite lei. Und dann 8 der Luther, wir über die Jünger waren und Thomas wir auch durch. Und dann kam Jesus, als die deren Tau geschlossen waren, und stund mit dem Mann an und sagt, Fried mit jünd. Und dann sagt heute Thomas, rieke mal deine Finger her und kick nach meine Hänge. Und riech deine Hand her und leih dich an meine Seite. Und jaff die nicht dem Anglauben han, über Glaub. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Einige Bibelgelehrte sein, dass Thomas das Anglauben an Zweifel gewartet wird. Und dass wir nicht, als ob er an nicht glauben will, er will glauben. Er will aber sicher sein, dass wenn Jesus abgestoßen wird, dann will er am Salz persönlich mit seinen Augen sein. Ich nehme an, er hat das für unfair sein, nicht? Der einzige von der ewigen Apostel, der nicht könnte Jesus sein. Und der andere, der Hand könnte Jesus sein, und du wegen Glauben sein nu, aber nu soll er glauben, ohne am ersten sein? Er will am persönlich sein. Ein Schreiber erklärt Folgendes über Zweifel. Zweifeln ist nicht einmal, was schlechtet. Zweifel verlangt nur denken oder umdenken, so dass wir was besser verstehen können. Wenn wir eben was zweifeln tun, dann kommen Frauen am Sinn, die wir beantworten wollen, so dass wir gute Entscheidungen machen können. Aber das ist nicht gut, am Zweifel zu bleiben. Wenn jemand zweifelt, dann ist es so, als ob er einen Faut am Lauf hat, der entweder eine Fern- oder Träne hinstoppen war. Wenn wir über jegliche Sachen zweifeln, werden wir an Thomas denken. Er bleibt nicht an seinem Anglauben, er bleibt nicht in seinem Zweifel. Er lässt Jesus zum Glauben bringen. Er nimmt da nur eine Stau, eine Fern, nicht? Und dann sagt der Schreiber uns, und du warst nicht der einzige sein, der mal eben eine jährliche Sache gezweifelt hat, aber wie kann voneinander lernen und einander helfen, zum Glauben zu kommen? Wir losen, dass nur dem Jesus Thomas erschienen wird, dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Nie wie er ganz sicher, dass Jesus vom Tod abgestoßen wird, sind wir wie weich. Der hat geglaubt. Und über sagt Jesus zu ihm dann, Vers 29, Thomas, du glaubst nu, wirst du mir sein hast, soll ich sein die, der nicht sein und doch glauben. Und wollt ihr, liebe Geschwister? Das sind wir. Ram 2000 Jahre seit Null vergangen, seit Jesus abgestoßen ist und Tränen im Himmel vor. Wie kann nicht so Thomas sein? Wie kann nicht sein, ich würde nicht glauben, dass Jesus direkt vor mir steht? Wir sind nicht mal physisch hier ist. Und wenn Jesus uns verstunden wird, oder wenn Jesus erst vor an Stunden wird, dann wird er tot sein. Dann ist der Engbart hier.
Wie man glauben, ohne Arm mit unseren Augen sein zu können. Und aber sagt Jesus, seilig sind die dort down. Gesegnet sind die dort down. Und obwohl wir Jesus nicht persönlich mit unseren Augen sein können, soll der uns nicht traurig machen. Woran nicht? Ans Antwort fängt wie in Johannes Kapitel 16. Johannes 16. Du sagst uns Gottes Wort, dass die Jünger Jesu traurig werden, wie es Jesus zu Anfang seiner Aufscheid reden deit. Johannes 16, Verse 5 bis 7. Jesus sagt, Johannes 16, Verse 5 bis 7. Nu übergehe ich Tränen dem, der mir geschickt hat. Und keiner von ihnen fragt mich, wo gehst du hin? Wie es ich ihnen das gesagt habe, als ihnen heute traurig geworden. Aber ich sage ihnen die Wahrheit. Für ihn ist dort gut, dass ich weggehe. Bis wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Treister nicht nach ihnen. Wenn ich übergehe, dann will ich ihnen den schenken. Und obwohl Jesus Tränen im Himmel fuhr, schickte er den Heiligen Geist, um uns zu helfen, ein heiliges Leben zu führen und für ihn zu schaffen. Einer schreibt, hast du mal gewünscht, Jesus persönlich zu sein? Oder am Unterpfoten? Oder seine Stimme persönlich zu hören? Gibt es Zeiten, wo du ein Verlangen hast, mit Jesus zu nubren, mit Jesus zu reden, Ruhe von Jesus zu kriegen? Thomas will die physische Gegenwart Jesu sein. Aber Gott hat was viel Besseres für uns. Was viel Besseres. Wenn Jesus immer noch bloß einen physischen Körper hat, dann wird er nicht mit uns alle täglich sein. Dann würden wir Turns nehmen machen. Dann würden wir alle nach Arm gehen, physisch hingehen. Kriegst du der erst deiden, als Jesus auf dieser Erde wohnen deid. Aber wie es er seinen Geist geschickt hat, kann er immer mit uns alle sein, täglich. Kriegen dann, wo wir sind. Und deswegen kann wir von dir noch einmal zu Gott reden, und seine Werte uns in seinem Wort fängen. Wie es wir von dir und auch den Heiligen Geist haben, kann Gott uns Krieg so dicht bei sein, als Jesus Thomas damals war. Gott ist da. Der will an uns werden wohnen. Der will zu uns reden. Der will sich uns offenbaren, dass wir am sein. Nicht mit unseren Augen, aber am Glauben sein. In unserer Betrachtung von der Sachen wie, wo der abgeschulene Jesus seine Jünger helfen tät, zwei große Hindernisse zu besiegen, ihren Angst und Unglauben. Die Jünger hatten am Anfang Angst. Die verstärken sich hinter täuschlutene Deren. Was würden sie haben können für Jesus tun, wenn sie dort bleiben? Nicht. Und so fallen wir uns auch manchmal nicht. Wir würden am liebsten bloß die deren täuschluten wollen. Und allein bleiben. Aber Gott will uns helfen, die deren aufzuschluten und dann rüt zu gehen. Am Glauben rüt gehen. Am Glauben für am Schafen. Jesus will uns brücken, um sein Evangelium zu verbreiten. Aber ihr schmatten wie diese Hindernisse überstehen. Kriegst du es die Jünger deuten? Er will uns helfen, Gott will uns helfen, unsere Ängste zu bringen. Kriegen dort, wo die sind. Haben wir Angst, dort wenn wir uns Gott ganz hingeben, dass er uns haben, wo rauben wird, wo wir nicht hingehen wollen. Das darf so nicht. Das darf, liebe Geschwister, von der und nach so wenig Prediger. Und dann, wenn einer der fragt, oder Menschen fragen, was würden vielleicht so eine Arbeit tun können, sagen sie, well, ich habe eine gute Education gekriegt, ich bin 5 Jahre in der Uni gegangen, oder 6 Jahre in der Uni gegangen, und nun soll ich das alles zu Ziel leihen. Ich habe hier eine gute Arbeit stehen, eine gute Annahme. Dort soll ich nicht zu Ziel leihen.
besser glauben, wenn sie sich ganz Gott handgeben tun. Dort Gott wird von an verlangen, was sie nicht tun können. Aber das Gott sagt, verlangt Gott mal was von uns, was wir nicht tun können, mit Gottes Helfen, mit Gottes Kraft? Niemals. Niemals. Dann wird er eigenreich sein. Dann wird er unfair sein. So schafft Gott nicht. Um diese Hindernisse völlig zu besiegen, müssen wir uns Gott ganz Hand geben und um seinen Geist freuen. Die Apostel und vor Pfingsten werden ganz anders, als was sie nur Pfingsten werden. Deuten die Apostel nur Pfingsten sich hängen 3 Stunden deren versterben? Niemals. 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 In so einer Verwandlung verlangt Gott von seinen Kindern von der und Tag nach immer. Die will uns brücken. Dort gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die nicht bereit sind, Jesus zu sein. Und Gott will seine Kinder brücken, um die von Jesus zu vertellen. Möge Gott uns helfen, möge Gott uns fällen, möge Gott uns brücken. Amen.